Schalten de Filoneinke an der Ring vun den Ardenner Perd an Lisa Jacquet als Matzen dran. Lisa, wat machen se lo mat ihre wirklich schönen Deieren? Ja, also hei am engem Hangrund Gesider grad hei eng Ardenner mir mat ihrem Fillen Drehner Lafe nief mir steht Joel. Hat kann als bisschen schon mehr zum Konkurs, weil er lebt gerade ein Ardenner Konkurs, ein Schönheitskonkurs, da ist gucken, wen aus der schönsten Ardenner. Ja, das ist also ein nationales Championat und da gehen natürlich auch die schönsten Ardenner gekürt. Wir haben aber ein ganz besonderes Schmierlaufen am Hintergrund. Das ist ein 21 Jahre alt Mir. Sie hat Fillen bei sich, was hier die Agent ist. Und die Besonderheit hier ist einfach, sie ist 13 Jahre an der Kutsch gefahren. Sie hat 7 Fille gezählt. Sie ist noch super drauf. Sie hat internationale Kutschkonkurren gemäht und war auch immer gut platziert. Und dafür ist es eine kleine Sonderbarkeit, die Haut heute. Allgemein, was wir heute machen, ist mehr Küren, die schönsten Champion an der Champion von Lützeburg, einmal Mieren, also die weiblich, mit an einke ohne Fillen, an einke den Hengst, also der schönsten Ardenner Hengst aus dem Land. Die gehen noch einke H4 gefordert, und wir haben noch eine Besonderheit. Wir haben ein Defilé heute Abend für Klotter von der Foire für uns. Da gehen 12 Ardenner und eine gestreckt, die haben noch 7 Fillen dabei. Also wie früher gehen die H4 gefordert, weil wir das Jahr als 100 Jahre feiern. Wow, wenn so ein Feier so groß Evenement, so großes Spektakel, lohnt sich also hinzukommen. Wir haben just heute auf den Bildern gesehen, die schön Ela Mir hat dann Goldmedaille gekriegt. Ja, absolut. Das ist ja auch ein Phänomen, eigentlich, wenn sie noch so super drauf sind und dann andere viele bei Hand tun, das ist schon außergewöhnlich und das primär die Gehe. Wow. Wie viel Pferd hat er und auch dann? Wir haben die 40 Pferd heute gemeldet. Und wir haben eine ganz Reihe Kategorien gehabt. Da gehen dann für die Jung geguckt, so gut Mieren wie Tankstellen. Und dann geht das am Alter immer ab. Und dann bei den Mieren haben wir natürlich Kategorien mit vielen, Kategorien ohne viele, weil du gesagt wir haben auch natürlich anders, wenn sie nicht, wie wenn sie nicht. Okay, das heißt, all das sind Kriterien, die am Jugement berücksichtigt werden. Die Kriterien sind eigentlich die, dass die Allure geguckt wird vom Pferd, wie es gebaut ist, ob der Kap dem Standard entspricht, ob Gebäude, nennen wir das, also ob die Form, ob alles passend ist zu der Rasse, die eigentlich für Jahren festgehalten ist, also schon für 100 Jahre festgehalten ist, wie das Pferd eigentlich soll aussehen. Die Kriterien müssen hier erfüllt gehen, für dass es doch kein Champion gibt, für dass es kann die besten Genen an der Zucht weitergehen. Und dann wird das ganz doch am Schritt geguckt, wie behält sich da, wie verhält sich da, hat es eine Allure, hat es kein. Das ganz noch am Trab. Da wird dann auch geguckt, ob der Schwung richtig gut ist, ob das richtig so gehört, wie er dann sich zu verhalten hat. Und natürlich so geht dann noch jugiert, ob oder ob nicht das passt. Es geht ja darum, die besten Gene weiterzugehen. Wir gehen immer davon aus, oh, dann ist es schwer, oh, das ist bestimmt plump, man kann sich nicht gut bewegen, man kann alles hören. Ich meine, das ist gar nicht so. Nee, wirklich nicht. Und ich poche noch immer drauf, dass es das vielseitige Pferd eigentlich ist, weil das gut. Das ist super am Reiten und der Kutsch kann den Tür am besten am Busch. Aber eigentlich ist es ein ideales Freizeitpferd für große Klänge. Und auch heute sind als Freunde aus der Belsch, dort in der Belsch, die haben eine Show mal, wo sie eigentlich wissen, dass sie noch damit springen kann, dass sie noch damit voltigieren kann. Also das ist ein Pferd, das für Ball alles ersetzen kann. Und weil sie eben so klar gut am Kopf sind, sind sie eigentlich die besten idealen Partner, die ich kann als Pferd tun. Also wir hören halt die beste Pferd von der Welt. Was warten wir oder was erwartet also heute noch? Kategorie koppeln, da geht eigentlich als enger Zug, als engem Stall, gehen ein paar Mieren bei ihnen gewiesen, die eigentlich soll eine Stimme spielt aufgehen. Das heißt, wir haben eigentlich verschiedene Zuchten neben den Nähen. Das soll eine Stimme spielt gehen, also dass die Pferde sich auch ob die Schnitze viel aus der Face gehen. Und da hast du dann immer ein paar Stück neben den Nähstuhl, wo da geguckt wird, ob das irgendwie passt oder nicht, oder ob einfach ein Dejeuner und der Zug das. Normalerweise sind die da noch nicht heute.
Okay, wir werden heute gespannt, ob die Koppeln den Abend oder am späten Nachmittag dann die ganz flott Show, die kein Mensch dir verpassen, wo so viel Ardenner hier und nie gestreckt geht. Ich gehe davon aus, der Boden wird hier komplett zittern, wenn der hier loslegt. Ja, wir haben auch ganz Junker, die hier ein Quäsch drüber galoppieren. Da vibriert natürlich der Boden, so wie ich das erwarten kann. Sie haben auch wirklich das voltigäre Sprangelemente, so wie ich gerade gesagt habe, dass ich ein bisschen weiß, wie vielseitig die Rasse wirklich ist, für das eben mal ein bisschen von dem Image fortkommen, dass der Rang schafft Pferd ist. Ja, also ich invitiere dich alle gut, kommt halt bei den Pferdringen, das ist ein Glas. Auch nach Hanna, da ist bei den Western-Pferd, da lebt auch ganz viel Interessantes. Das ist der Wert. Kommt da hin an, da gehe ich zurück und ich kann mit.